machen das Katzenjammer, das könnt ihr jetzt selber entscheiden, weil wir haben gefunden, das dürfen wir euch nicht vorenthalten und bringen es jetzt jeden Mittwoch 20.00 live da auf Radio 15. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist das Katzenjammer oder nicht. Und wenn ihr sagt, das ist ein Katzenjammer, dann passt wenigstens auch der Titel. Yeah! Cowgirl Isas Katzenjammer live on Radio 15! Jetzt live auf Radio 15. Cowgirl ist das Katzenjammer on Radio 15.10. Känguru und eiskaltes Wasser, das Grenzvanier dazu. So, liebe Leute, wir sind wieder zurück und zwar ist jetzt dann gleich Halloween und darum machen wir doch so eine schöne Halloween-Sendung aus dieser Stunde und zwar so mit richtig tollen Gruselgeschichten. Ich liebe Geschichten und wie geht das euch? Ich habe früher die Geschichten von der Trudi Gerster so gerne gehabt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob ich das selber auch ein bisschen so kann erzählen, dass es ein bisschen gruselig ist und ihr trotzdem gerne zulassen. Darum bleibt dran und nach dem nächsten Lied steigen wir ein bisschen ins Halloween-Fieber. Ja, das war Michael Jacksons Thriller. Und weil wir ja gar nicht die Musik hören, sondern wir wollen ja meine Halloween-Geschichten hören, habe ich den Michael Jackson einfach wieder abgewürgt und beerdigt. So, und jetzt kommen wir zu unseren Horrorgeschichten. Also besser gesagt so meine, die ich euch erzählen will. Und zwar, die erste ist, Achtung, aufpassen, die Gruselvilla. Und zwar an einem kalten, dunklen und windigen Winterabend leuchtet der Vollmond hell am Himmel. Obwohl Lisa und ihre beste Freundin Mona sich eigentlich nicht getraut haben, sind sie trotzdem noch einmal rausgegangen, um ihre Katze Mimi ins Haus zu holen. Aber die Katze hat sich einfach nicht reinnehmen lassen und ist ganz geschwind davon gelaufen, und zwar in Richtung Friedhof. Lisa und ihre Freundin sind dieser Katze natürlich nachgegangen mit ganz komischen Gefühlen in der Magengegend. Was sie dort nachher gesehen haben, haben sie selber kaum glauben. Und zwar wie aus dem Nichts ist dort plötzlich eine riesige, grosse, pechschwarze Villa vor ihnen gestanden mit einem riesigen, eisigen Tor, also mit einem
eisernen Tor, was allerdings eigentlich schon ziemlich verrostet war. Wahrscheinlich halt so ausgestorbene Villa, oder? Und in einem riesigen Garten mit Grabsteinen dahinter, ob es doch vielleicht auch ein Friedhof war. Die Villa ist ihnen vorher noch gar nie aufgefallen, aber die Mimi, die Katze, die ist nur stracks auf das grosse, rostige Tor zugelaufen und hat sich zwischen diesen Stäben durchgezwängt. In der Lisa sind Tränen in die Augen geschossen und sie hat diese Katze gerufen. Sie hat auf die Katze geliebt, aber die Katze hat nicht hören und ist geradewegs weitergelaufen. Erst jetzt bemerkten Lisa und Mona, wie sie durch unerklärliche Weise langsam auf das Haus zugezogen worden sind. Das Tor ist übrigens mittlerweile offen. Sie haben angefangen zu schreien und jetzt laufen ihnen Tränen nur so über die Wangen, aber alles hilft nichts. Als sie kurz vor dem Haus waren, haben sie eine Stimme gehört, die wie das Miauen von dieser Mimi tönt hat. Und jetzt haben sie auch die Mimi wieder gesehen, und zwar auf dem Fensterbrett höckelt sie und beobachtet sie. Eine Stimme ruft eigentlich sehr unheimliches Schreien. Ha, 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 ha! Ihr kommt da nie wieder raus. Nie wieder kommt ihr da raus. Sie haben gar nicht mehr sagen vor Angst. Mimi ist auf sie zugekommen und hat mit ihren Zähnen gefletscht. Und jetzt haben beide gesehen, dass sich spitze, lange und weisse Vampirzähne bei der Mimi gebildet haben. Sie hat gesagt, wisset ihr nicht, dass in dieser Nacht Halloween ist? Miau! Das sollten doch eigentlich kleine Kinder miau, nachts nicht miau, auf dem Friedhof rumlaufen, miau. Und schon gar nicht in der Mitternachtsstunde, miau, wo gerade anfängt. Aber da werdet ihr nie wieder rauskommen. Miau! Eure Eltern wissen schon gar nicht mehr, dass sie Kinder haben. Denn wer einmal auf das Grundstück Miau gekommen ist, der wird für immer vergessen sein. Miau! Ach, und das Haus erscheint nur alle 10 Jahre in dieser Halloween-Nacht. Und jetzt sind ihr für immer in diesem Haus gefangen. Miau! Und verloren, genauso wie ich. Miau! Die beiden Mädchen hatten mega Angst gehabt, aber sie haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Plötzlich ist die Mimi an ihnen hochgesprungen und hat zuerst Lisa gebissen und dann Mona, und zwar in den Hals, bis beide tot umgefallen sind. Warte jetzt, das ist ein schöner Scheiß, das lese ich nicht weiter. Suchen wir ein anderes Geschichtchen, das ein bisschen friedlicher ausgeht. Sorry, also da geht ja überhaupt nicht. Hallo? Musik? Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Ja, auch von dieser Musik müssen wir nicht so viel haben. Wir wollen ja
Geschichten hören heute. Und zwar, tatsächlich habe ich jetzt eine gefunden, und zwar von den Gebrüder Grimm. Also die kann ja nur gut sein, also nicht so ein Schrott wie da vorhin, sorry, aber das lese ich wirklich nicht weiter. Und weil es ja echt und live für euch soll sein, tue ich ja die Geschichte nicht vorlesen in dem Sinn, sondern, also vorlesen ja schon, ich lese sie euch jetzt live vor. Aber ich tue sie nicht vorher vorlesen, sodass ich weiss, um was es geht. Also ich erfahre es in dem Moment, wo ihr es erfahrt, erfahre ich auch, um was es geht. Das ist das Spannende daran. Also, jetzt haben wir von den Brüdern Grimm «Der liebste Roland» heisst die Geschichte. Die Geschichte heisst «Der liebste Roland». Also, um die geht es so, jetzt müsst ihr aufpassen. Es war einmal eine Frau, das war eine richtige Hexe. Und zwar hat die zwei Töchter gehabt, eine hässliche und eine böse. Und die hat sie geliebt, weil sie ihre rechte Tochter war, also ihre richtige Tochter. Und dann hat sie eine gehabt, die schön und gut war. Die aber hat sie gehasst. Und das war auch ihre Stieftochter. Gut, und zu dieser Zeit hat die Stieftochter eine schöne Schürze, die der anderen gefallen hat, angehabt, so dass sie neidisch war und zu ihrer Mutter gesagt hat, sie will und müsse die Schürze haben von dieser schönen Schwester. Genau. Und danach hat die Mutter gesagt, «Still, bist ruhig, Kind!» hat die alte Hexe gesagt, «Du sollst sie auch haben. Deine Stiefschwester ist längst dem Tod geweiht, die hat den Tod verdient. Heute Nacht, wenn sie schläft, so komm ich und hau ihr den Kopf ab. Sorg du nur, dass du hinten im Bett liegst, wenn ich komme, und sie schön nach vorne schiebst.» Das arme, schöne Mädchen hat das alles mit angehört. Die anderen haben es natürlich nicht gemerkt. Und dann ist ihr es Angst und Bang geworden. Aber dann hat sie den Plan gefasst. Und zwar ist sie normal zur Schlafenszeit ins Bett gegangen und hat es genau so gemacht, wie es die böse Schwester eigentlich geplant hat. Aber dann, wo sie eingeschlafen war, die böse Schwester, hat sich die Liebe und die Schöne nachher hinter die böse Schwester angelegt, hat die vorgeschoben und dann ist plötzlich die Tür aufgegangen und dann kommt die alte Hexe rein mit einem schweren Schritt, weil die hat so eine schwere Axt in der Hand hatte. Und dann greift sie mit der Hand aufs Bett und schaut, ob wirklich eine vorschläft und eine hinten. Und dann, ohne umzuschauen, haut sie mit dieser Axt, der vorne gelegen ist, den Kopf ab. Wo dann die böse Hexe wieder aus dem Zimmer rausgegangen ist, ist das Mädchen sofort aufgestanden und ist zu ihrem Liebsten gesprungen. Und zwar, der heisst ja Roland und hat bei ihm ganz eilig an die Tür angeklopft, bis er rausgekommen ist. Und dann hat sie gesagt, «Roland, Liebster, Roland, wir müssen eigentlich flüchten. Meine Stiefmutter hat mich zu Tod schlagen und hat ihr eigenes Kind getroffen. Kommt der Tag, wo sie sieht, was sie gemacht hat, so sind wir verloren.» «Aber ich rate dir», hat der Roland gesagt, «dass du zuerst ihren Zauberstab wegnimmst, sonst können wir uns nicht retten, wenn sie uns nachkommt und uns verfolgen will.» Das schöne Mädchen ist, was hast du, den Zauberstab holen, und hat den toten Kopf von dieser bösen und hässlichen Schwester in die Hand genommen und hat 3 Bluttropfen auf der Erde verteilt. Und zwar einen direkt vor dem Bett, einen in der Küche und einen auf den Steg. Und dann ist es sofort mit ihrem Liebsten Roland davon gesprungen. Als dann am Morgen die alte Hexe aufgestanden war, hat sie ihrer Tochter gerufen und hat ihr die Schürze geben. Aber die Tochter ist nicht gekommen, hat sie gerufen, «Wo bist du?» Dann hat man gehört, «Ei, hier auf den Stegen, da kehr ich», hat der eine Blutstropfen geantwortet. Die Alte ist dann rausgegangen, aber hat niemand auf den Stegen gesehen. Und dann hat sie wieder gerufen, «Wo bist du?» «Ei, hier in der Küche, da wärme ich mich», hat der zweite Blutstropfen gerufen. Sie ist in die Küche gegangen, aber hat wieder niemand gefunden. Dann hat sie noch einmal gerufen, «Wo bist du?»
»Ach, hier im Bett, da schlafe ich«, hat der dritte Blutstropfen gerufen. Sie ist in die Kammer ans Bett gegangen und was hat sie dort gesehen? Ihr eigenes Kind, das im Blut geschwommen ist, wo sie selber den Kopf abgehauen hat. Ui, ist jetzt die Hex verrückt worden und ist ans Fenster gesprungen und hat rausgeschaut. Und da sie eine Hex ist, hat sie besonders weit schauen und hat natürlich auch die schöne Stieftochter mit ihrem liebsten Roland schon ganz weit weg gesehen davor springen. Da hat die Hex gerufen und gesagt, «Das hilft euch nichts! Wenn ihr auch schon weit weg sind, ihr kommt mir nicht!» Sie hat ihre Meilenstiefel angelegt, wo sie mit jedem Schritt eine Stunde macht. Und so ist es nicht lang gegangen und sie hat die beiden eingeholt. Als das Mädchen aber gesehen hat, dass die alte Hexe schon fast eingeholt hat, hat sie den Zauberstab vorgenommen und hat ihren Liebsten, den Roland, in einen See verwandelt. Und sie selber hat sich in ein Entli verwandelt. Und dann ist sie mitten auf den See angehöckelt und hat dort friedlich auf dem See rumgepaddelt. Die alte Hexe war aber auch nicht blöd. Die hat in ihre Tasche gelangt, hat ein Brot vorgenommen und hat angefangen, Brotmöckli in den See einzurühren und hat bei den Enten gerufen und gesagt, «Put, put, 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 komm dahin, ich mach dir schon nicht, komm dahin, komm.» Da das schöne und liebe Mädchen aber noch weniger blöd war als die Hex, hat sie sich natürlich nicht locken lassen und die ganze Nacht durch hat die Hex ganz putzverrückt an dem Seeufer gewartet und irgendwann hat sie es aufgegeben und ist zurück in ihr Haus gegangen und das Mädchen hat sich nachher sofort zurückverwandelt, ihren Freund zurückverwandelt und sind so schnell wie möglich weitergelaufen. Dann bei Tagesanbruch hat die Hex natürlich wieder die Fährten aufgenommen und ist dann schon wieder auf den Füßen. Da hat sich das schöne Mädchen in eine Blume verwandelt, in eine ganz wunderschöne Blume und ihr Roland in einen Geigenspieler. Und die Blume war hinter einer Dornenhecke versteckt, also so richtig dichtes Dornengestrüpp rundherum. Und der Geigenspieler ist vorne dran gestanden und hat natürlich auf die Hex gewartet. Dann ist die Hex gekommen und hat so gesagt, «Liebe Spielmann, darf ich die wunderschöne Blume pflücken?» Da hat der Geiger gesagt, «Ja, natürlich, ich tue gern dazu spielen.» Da hat sich die Hex gebückt und ist in das Dornengestrüpp eingekrochen. Und gerade in dem Moment, wo sie die Blume abbrechen wollte, hat der Geiger angefangen, Geige zu spielen. Und ob sie wollen oder nicht, ihre Beine haben sich wie von allein angefangen zu lüpfen und sie hat so seinem Geigenspiel müssen tanzen. Und zwar so lang, bis ihre ganzen Kleider von allen Dornen verrissen worden sind. Sie ist gumpet und sie ist gesprungen und sie hat eigentlich ja keine Freude an dem Tanz, aber sie hat getanzt, wie sie ihr ganzes Leben noch nie getanzt hat. Und zwar so lang, bis sie tot umgekehrt ist. Als sie jetzt erlöst waren, hat der Roland gesagt, «So, jetzt will ich zu meinem Vater gehen und unsere Hochzeit vorbereiten.» «So will ich, der will da bleiben», hat das Mädchen gesagt, «und auf dich warten. Damit mich niemand erkennt, will ich mich in einen roten Feldstein verwandeln.» Dann ist der Roland fortgegangen und das Mädchen war ein roter Stein am Rand vom Feld und hat auf ihren Liebsten gewartet, bis er wieder zurückkommt. Und wie es halt das Leben so will in der heutigen Zeit, es gibt halt auch andere Mütter, die schöne Töchter haben. Und so hat der Roland, als er wieder zu sich heimgekommen ist, dort in diesem Dorf, hat er doch tatsächlich das schöne und liebe Mädchen vergessen. Er hat sich in eine andere verliebt. Das schöne und liebe Mädchen, das war immer noch ein Stein und hat gewartet und gewartet
gewartet und ist so traurig gsi. Irgendwann hat sie sich dann in eine Blume verwandelt und gehofft, dass wenigstens irgendjemand mal shooten dran, dass sie wenigstens abbricht. Aber nein, dann ist plötzlich ein Schäfer mit einer Schafherde und er hat von ganz weit her die Blume schon gesehen, dort stehen am Wegrand, und ist angelaufen und hat die Blumen angeschaut, hat an ihr geschmückt und hat die so gern und so schön gefunden, dass er die Blume abgebrochen hat und mit heimgenommen hat und sich die Blumen bei ihm auf den Kasten gestellt hat. Von dort an sind ganz wunderliche Sachen passiert im Schäfershaus. Und zwar, wenn er am Morgen aufgestanden ist, dann war einfach schon alle Arbeit gemacht gewesen. Er hat doch gar nichts gemacht. Und wenn er in der Stube war, sind Tisch und Bank auch schon geputzt gewesen. Wenn er irgendwie Feuer machen wollte, dann war das Feuer eigentlich schon angemacht gewesen und das Wasser war auch schon im Haus drin. Hat er Hunger gehabt, dann war der Tisch gedeckt gewesen und das Essen ist auch schon auf dem Tisch gestanden. Er konnte gar nicht begreifen, wie das alles passieren konnte, weil er eigentlich nie irgendwelche Menschen in sein Haus gelassen, weil der Schäfer war so ganz ein zurückgezogener Mensch gewesen, und er konnte sich das überhaupt nicht erklären, weil es kann sich ja auch niemand in der Hütte versteckt haben. Das ist für ihn ein riesiges Rätsel gerade. Die Situation hat dem Schäfer natürlich gefallen und er hat sich eine Zeit lang gut gehen lassen. Aber irgendwann hat er dann gleich Angst bekommen und hat eine weisse Hex aufgesucht und hat sie um Rat gebeten. Und hat die Hex ihm gesagt, er soll sich ganz genau achten, wenn er am Morgen ins Zimmer kommt, ob sich irgendetwas Kleines bewegt. Und wenn sich irgendetwas Kleines bewegt, soll er sofort ein weisses Tuch drüber fallen, egal was es ist. Sofort einfach das Tuch drüber fallen und dann werde der Zauber kämmt. Es sei nämlich ein Zaubertrick dahinter, hat sie gemeint. Der Schäfer hat genau das gemacht, was die weisse Hex gesagt hat, und hat sich auf die Lauer gelegt und hat geschaut am anderen Morgen, ob sich irgendetwas bewegt. Und als er gesehen hat, dass die Blume eine Wank macht und aus ihrer Vase rauskommt, hat er sofort das weisse Tüchlein, das er schon parat gemacht hat, über die Blume übergerührt. Und dann ist es auch nicht lang gegangen und ist das wunderschöne und liebe Mädchen vor ihm gestanden. Er ist natürlich fast zu Tod verschrocken, mit dem hat er nie gerechnet, aber sie steht dort und schaut ihn einfach mit ihren schönen blauen Augen an und ihre goldblondigen Haare glänzen im Strahl der Sonne. Sie hat dem Schäfer natürlich von ihrem Schicksal erzählt und er hat gesagt, sie täte ihm so leid und er hat so Freude an dem schönen und lieben Mädchen gehabt, dass er ihr gerade sofort auf der Stelle, ohne zu überlegen, gerade einen Heiratsantrag gemacht hat. Das Mädchen aber hat gesagt, nein, es kann leider nicht heiraten, weil es ist ja schon ihrem Roland versprochen. Und innerlich wartet sie natürlich immer noch auf ihren Liebsten, den Roland, den sie natürlich schon lange vergessen hat. Aber wie die Frauen so sind, sie sind treu und stehen zu ihrer Liebe. So hat sie also dem Schäfer gesagt, «Lass, ich kann dich leider nicht heiraten, aber ich werde bei dir bleiben und werde dir weiterhin helfen.» Dann war es an der Zeit, dass der Roland seine Hochzeit gefeiert hat mit seiner neuen Liebe und ja eben das schöne liebe Mädchen vergessen hat. Und es war eigentlich so ein Brauch dort, dass wirklich alle Mädchen singen. Aber das junge, schöne liebe Mädchen hat sich natürlich nicht dafür gehabt. Ihm ist das Herz zerrissen. Es war so traurig und es hat natürlich sich geweigert, dort zu singen. Aber die anderen Leute sind es einfach geholt und haben es vorne angestellt und es musste dort stehen. Und in dem Moment, wo die Musik angefangen hat, musste es singen. Dann hat der Roland die Augen aufgerissen und als wäre ein Zauber von ihm gefallen, ist er aufgestanden und hat gerufen, «Die Stimme kann ich! Das ist meine Liebe! Ich will keine andere! Es tut mir so leid, jetzt kommt mir alles wieder in den Sinn. Ich weiss nicht, wie ich dich vergessen kann.» Das liebe und schöne Mädchen hat sich so fest gefreut und ist ihrem Roland um den Hals herumgehangen. Und dann haben sie sich geküsst und sie haben geheiratet am gleichen Tag und sind jetzt glücklich bis ans Ende von ihrem Leben. Start to freeze, and so it looks you right between you.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl. So, und ob ihr es glaubt oder nicht, aber jetzt habe ich also tatsächlich wirklich fast eine halbe Stunde lang geredet und das war sogar für mich anstrengend gewesen. Also ich merke es ein bisschen im Hals. Und dass ich mir jetzt ein Hals wie Halloween-Tablettchen holen, tue ich euch noch ein bisschen Musik abladen. Zwar etwas, was ganz, ganz very creepy ist. Und nachher machen wir wieder weiter. Oh yeah, so, yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, 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 chacaron. In the Gandhi blade, in the Gandhi flow. I be the guy, be the shaka run. In the Gandhi flow, in the gets through. Then I be the Vinny flow. Chacaron, 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 chacaron. In the Gandhi blade, in the Gandhi flow. I be the guy, be the shaka run. In the Gandhi flow, in the gets through. Under the Gandhi and the Vinny flow. Macaroni flow, in the Guinea flow. I be the guy, be the shaka run. In the Gandhi and the Guinea flow. Then I be the Vinny flow. Chacaron, 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 chacaron. Also spätestens nach dem Lied kann also effektiv einfach genau gar niemand mehr sagen, ich mache scheiß Musik oder ich kann nicht singen. Also hallo? Also das Lied geht ja überhaupt gerade gar nicht. Das ist ja wirklich schrecklich. Und genau darum gehört sie die Halloween-Zeit. Yes! So. Und weil Halloween ist, machen wir doch nochmal ein schönes Geschichtchen weiter. Aber damals habe ich mir ein herziges Geschichtchen rausgesucht. Und zwar nicht so ein mordmässig blutrünstiges Geschichtchen, das überhaupt keinen Sinn gibt. Also, sorry, also das Geschichtchen vorher war ja wirklich doof gewesen, aber ich habe euch ja gesagt, ich tue das live mit euch lesen und ich habe tatsächlich wirklich nicht gewusst, was kommt. Sonst hätte ich das Seich nicht gebracht. Aber jetzt ist eine halbe Stunde durch und ich mache die Sendung nicht nochmal neu. Aber das nächste Geschichtchen verspricht ein bisschen mehr. Es soll von singenden Knochen halten. Jetzt sind wir mal gespannt, um was es hier geht. Der singende Knochen, auch wieder von den Brüdern Grimm. Es war einmal in einem Land, das eine ganz grosse Plage hatte. Und zwar war das ein Wildsäuli. Das Wildsäuli hat bei den Bauern die Äcker rumgewühlt, hat ein Vieh getötet, nein, mehrere Kühe hat es natürlich kaputt gemacht. Und es hat mit seinen Hauern den Menschen die Leiber aufgerissen. Der König hat versprochen, jedem, der das Land von dieser Plage befreien, tut er eine grosse Belohnung geben. Aber das Tier war so gross und stark, dass sich niemand in die Nähe von dem Wald gewagt hat, wo es drin wohnt. Endlich ist der König gekommen und hat bekannt gemacht, wer das Wildsäule einfangen oder töten, soll seine einzige Tochter zur Gemahlin dürfen nehmen.
In diesem Land leben 2 Brüder, die bei einem armen Mann aufgewachsen sind. Und zwar ist der eine Bruder, der älteste, ist sehr listig und gescheit. Und er wollte das Wildsäule einfangen oder töten. Und der jüngere Bruder, das ist eigentlich der etwas dümmere, aber der ganz liebe, unschuldig. Und der wollte es ihm gleich tun und hat mit ihm zusammen das Wildsäule töten. Jetzt ist es aber so, dass der Älteste, der listig und gescheite, das einfach aus Hochmut macht und der Jüngere, der unschuldige und dumme, macht es aber aus gutem Herzen. Der König hat gesagt, damit ihr ganz sicher das Tier findet, geht ihr von beiden Seiten vom Wald her aufeinander zu. Sie waren natürlich so, dass sie nicht unbedingt zusammen gehen, also ist der Älteste am Abend gegangen und der Jüngste am Morgen drauf. Als der Jüngste dann so ein Zeitchen in dem Wald herumgelaufen ist, hat er plötzlich ein kleines Männchen gesehen und das hat einen schwarzen Spiess in der Hand gehabt und hat zu ihm gesagt: «Den Spiess gebe ich dir, weil du ein grosses Herz hast und unschuldig bist. Du kannst getrost auf das Wildsäule zugehen und es wird dir keinen Schaden zufügen.» Der Junge hat dem Männchen gedankt und hat den Spiess natürlich gern genommen, hat ihn auf die Schulter gepackt und ist ohne Furcht nachher weitergelaufen. Nicht lang so hat er dann das Tier auch schon gleich gesehen und das ihn natürlich auch und ist richtig wutentbrannt auf den Jungen mal losgerannt. Der hat ihm natürlich den Spiess entgegengehabt und das Wildsäule ist ohne Furcht und irgendetwas auf den Spiess zugerannt und hat sich natürlich selber mit dem verletzt. Ist ja klar, hat sich also gerade aufgespiesst. Der Junge hat das natürlich nachher gerade gepackt, auf die Schulter gelegt und ist seines Weges gegangen und hat das Wildsäule dem König vor die Füße legen. Aber bevor er überhaupt im Schloss angekommen ist er aus dem Wald rausgelaufen und dort war so ein Wirtshaus, wo er ganz viele Leute gehört hat und ganz viel lustige Musik. Dort drinnen sind alle so ein bisschen am Weintrinken und er hat auch seinen älteren Bruder getroffen, der eigentlich einfach schon so ein bisschen zudröhnend war. Der hat natürlich gedacht, ja, das Wildsäule läuft ihm halt nicht davon. Er tut sich jetzt erst ein bisschen Mut antrinken. Der ältere Bruder hat umgeschaut, wo die Tür aufgegangen ist und hat natürlich seinen jüngeren Bruder gesehen mit dem Wildsäule auf der Schulter. Und dann ist er natürlich gerade eifersüchtig geworden, oder? Und hat sich das aber nicht anmerken lassen und hat ihm Bruder gerufen und gesagt: «Hey, komm da hin, wir feiern das. Tu doch etwas trinken, bevor du zum König gehst.» Der Jüngste hockt natürlich an und freut sich, oder? Er denkt ja da nichts Böses dabei und denkt, ja, sein älterer Bruder freut sich auch für ihn, oder? Und feiert das mit seinem Bruder. Er hat ja wirklich nichts dabei gedacht und hat ihm auch noch vom Männchen erzählt und von dem Speer, den er bekommen hat und was ihm alles passiert ist. Der ältere Bruder hat eigentlich so lange den Jünger dort in dem Wirtshaus behalten und so ein bisschen volllaufen lassen, bis der das natürlich nicht mehr recht gemerkt hat. Und als dann nachher wirklich genug Zeit vergangen ist, sind die zwei dann zusammen mit dem Wildsäule auf dem Rücken losgelaufen und sind zu einem Bach angekommen. Und dort hat es eine Brücke gehabt. Da hat der jüngere Bruder zuerst über die Brücke müssen. Der Ältere hat gesagt, geh du mal voraus. Und wo der Ältere dann gemerkt hat, dass der Jünger auf der Brücke steht, hat er ihn von hinten auf den Kopf geschlagen mit einem Knebel, den er am Boden vorher aufgelesen hat ihn zu Tod geschlagen und dann ist er nachher in den Bach gefallen. Und genau unter dem Bach hat er ihn schnell rausgefischt und hat ihn dort nachher beerdigt. Dann hat er das Wildsäule selber über die Schulter gepackt und ist einfach so frech, wie er ist, zum Schloss vor dem König und hat gesagt, er hätte das Wildsäule getötet. So wie es natürlich ist, hat dann der ältere Bruder auch die schöne Königstochter dürfen heiraten. Gut, aber jetzt ist es natürlich so, dass ja nichts vor Gott verschont bleibt und es auch so ist, dass die Tat irgendeinmal wird vorkommen. Und so war es auch. Es hat nämlich einen Hirte gegeben, der mit seinen Schafen über diese Brücke wollte. Und dann hat er dort unter der Brücke ein weisses Knöcheli gesehen, vorne schauen. Und dann ist er runtergegangen, hat in dem Sand gebuddelt, hat das Knöcheli vorgenommen und hat gefunden, das geht ein gutes Pfeifchen. Man kann da sicher gut Musik machen daraus und hat sich da so eine Flöte daraus geschnitzt. Als er das erste Mal auf dieser Flöte blasen, dann hat doch die tatsächlich zu seiner Verwunderung selber angefangen zu spielen und zu singen. Und zwar hat sie gesungen:
Ach du liebes Hirtelein, du bläst auf meinem Knöchelein. Mein Bruder hat mich erschlagen, unter der Brücke begraben, das wilde Schwein für des Königs Töchterlein. Was für eine komische Flöte, hat sich der Hirt gedacht. Eine, die von selber singt, das ist komisch, das muss ich doch sofort im König zeigen. Und so ist es auch gewesen. Er ist vor dem König gegangen, hat ihm die Flöte gezeigt und im König ist natürlich schlagartig klar geworden, um was es hier geht. Er ist sofort unter die Brücke dort, hat die Knochen ausgegraben und wie es halt auch ist, der böse Brüder, der hat bekommen, was ihm verdient worden ist. Und zwar, er ist in eine Sackchen genäht worden und lebendig ersäuft. Die Gebeine vom Gemordeten aber sind auf dem Kirchhof in ein schönes Grab zur Ruhe gelegt worden. Und das ist im Fall auch schon gerade die Geschichte gewesen. Und ich habe gemeint, die sind besser. Ich habe gemeint, Grimm-Geschichten sagen irgendwie auch kindertauglich. Hallo, ist das kindertauglich? Hat gescheiter den gestiefelten Kater genommen oder so? Schlaf, mein Kindchen, schlafe ein. Die Nacht, sie schaut zum Fenster rein. Der runde Mond, er hat dich gerne und es leuchten dir die Sterne. Schlaf, mein Kleines, träume süß, bald bist du im Paradies, denn gleich öffnet sich die Tür und ein Monster kommt zu dir. Mit seinen 11 Augen schaut es dich an und schleicht sich an dein Bettchen ran. Du liegst still da, bewegst dich nicht. Das Monster zerkratzt dir dein Gesicht. Seine Finger sind lang und dünn. Wer dich nicht, es hat keinen Sinn. Und es kichert wie verrückt, als es deinen Hals zudrückt. Du schreist, doch du bist allein zu Haus. Das Monster sticht dir die Augen aus. Dann bist du still und das ist gut. Es beißt dir in den Hals und trinkt dein Blut ohne Blut. Bist du bleich wie Kreide, dann frisst es deine Eingeweide. Dein kleines Bettchen vom Blut ganz rot. Die Sonne geht auf und du bist tot. Schlaf, mein Kindchen, schlaf jetzt ein. Am Himmel stehen die Sternlein. Schlaf, mein Kleines, schlafe schnell. Dein Bettchen ist ein Karussell. Schlaf, mein Kindchen, schlaf jetzt ein, sonst kann das Monster nicht hinein. Na ja, da muss man sich also zweimal überlegen, ob man Grimm-Märchen den Kindern erzählen oder nicht. Ich mag mich irgendwie erinnern, dass ich früher wirklich viel Märchen gehört habe.
Aber dass die so ausgegangen sind, also das mag ich mich wirklich nicht erinnern. Aber ich weiss, es sind Grimm-Märchen, aber irgendwie ist das ein bisschen schräg. Gut, es ist Halloween, es darf schräg sein. Und darum nochmal eins von den Gebrüder Grimm, und zwar der Gevatter Tod. Ein armer Mann, der schon 12 Kinder hatte und die kaum ernähren konnte, es hat jeden Tag wirklich nur Brot gegeben, hat doch tatsächlich noch ein 13. Kind bekommen. Also natürlich nicht er, sondern seine Frau, ist ja klar, oder? Aber lustigerweise wird nur von dem Mann erzählt, die Frau wird rausgelassen. Und in dieser Verzweiflung, weil er jetzt ein 13. Kind bekommen hat, das wären 12 nicht schon genug, ist er auf die Straße rausgelaufen und hat nicht mehr gewusst, wie ihm passiert. Und er hat einfach gedacht, der Erste, der ihm über den Weg läuft, den will er bitten, für das Kind Pate, also Gevatter zu werden. Da kommt doch tatsächlich einer ihm entgegen und der weiss gerade sofort, was der arme Mann auf dem Herz hat und sagt: «Lass, du dauerst mich. Ich weiss ganz genau, was du willst. Lass, ich will gern Pate von deinem 13. Kind sein.» Und dann schaut ihn der Mann an und sagt so: «Nee, wer bist denn du, dass ich das ein bisschen genauer weiss?» So. Dann sagt die andere Person, der Mann sagt: «Ich bin Gott und ich will gern Pate von deinem 13. Kind sein.» Ja, und dann sagt der Mann doch tatsächlich: «Nein, dich, Gott, will ich nicht als Pate haben, weil du, Gott, du gibst den Reichen und lässt die Armen verhungern.» Dann ist der zweite Mann ihm über den Weg gelaufen und der zweite hat gesagt: «Ich weiss genau, was du willst. Ich weiss genau, was für Hilfe was du brauchst. Lass mich Gevatter sein von deinem 13. Kind.» Der Mann wieder so: «Ja, wer bist du? Das muss ich schon zuerst wissen.» Dann sagt die andere Person, der Mann wieder: «Ich bin der Teufel.» Danach hat der Mann zuckt natürlich gerade sofort zusammen und sagt: «Nein, der Teufel will dich nicht als Pate für mein Kind. Du betrügst und verführst die Menschen.» Dann läuft der Mann noch ein bisschen weiter und dann kommt doch tatsächlich ein dritter Mann ihm entgegen und bietet auch seine Patenschaft an für das 13. Kind. Und dann sagt der Mann: «Ja, wer bist denn du?» Dann sagt die Person dem Mann: «Ich bin der Tod.» Dann sagt der Mann doch tatsächlich: «Du bist genau der Richtige. Du bist genau der, den ich wählen kann. Du bist der Recht. Du holst von den Reichen wie von den Armen. Du machst keinen Unterschied. Du nimmst alle genau gleich zu dir.» So ist es in dem Fall dazu gekommen, dass das 13. Kind, ein Bub, hat jetzt also den Tod zum Gevatter, also Pate, fürs Leben bekommen. Und das war eigentlich noch recht nützlich für diesen Bub, weil der Tod hat ihm natürlich einen Haufen helfen, oder? Jetzt hat er auf seinen Geburtstag, wo er natürlich älter geworden ist, so ein spezielles Kraut bekommen, das er Kranke heilen kann. Aber es ist einfach so, wenn der Bub bei dieser kranken Person den Tod am Kopfrand oben sieht, also wenn die kranke Person im Bett ist und am Kopf oben der Tod steht, dann kann das Kraut tatsächlich helfen. Wenn jetzt aber der Tod am Fußende vom Bett steht, dann ist leider auch gegen diese Krankheit kein Kraut mitgewachsen. So ist es natürlich nicht lang gegangen und der mittlerweile junge Mann, und hübsche Mann natürlich auch, ist einer der bekanntesten Ärzte geworden in dieser Geschichte. Und dann ist es tatsächlich mal so geworden, dass er eine Nachricht bekommen hat und zum König gerufen worden ist, weil der wirklich sehr krank war. Und zum Entsetzen von dem jungen Mann sieht er den Tod bei seinen Füßen unterstehen.
Da hat er überlegt, was er machen kann. Er kann doch den König natürlich nicht sterben lassen und hat probiert, den Tod zu überlisten. Und zwar ganz, ganz clever. Hat er einfach gedacht, er tut doch den König in seinem eigenen Bett umdrehen, so dass der Kopf nicht mehr auf dem Kopfkissen war, sondern jetzt bei den Füßen, sondern um die Füße auf dem Kopfkissen oben. So steht jetzt natürlich der Tod am Kopf vom König, oder? Und das Kraut hat tatsächlich wirken. Also hat der junge Mann den Tod überlisten. Natürlich ist der Tod selber nicht erfreut und hat gesagt: «Du hast mich hintergangen, mein Patensohn. Aber ich will dir für das eine Mal verzeihen. Es sei dir vergeben, aber es darf kein weiteres Mal mehr vorkommen.» Der junge Mann hat sich das natürlich zu Herzen genommen und hat sich Mühe gegeben, oder? Und hat alles richtig machen. Jetzt ist aber tatsächlich passiert, dass auch die Tochter vom König wirklich schwer krank geworden ist und der König gesagt hat, der sie heilen kann, der kommt sie zur Frau über. Der junge Mann, der Arzt, hat natürlich davon gehört und ist sofort ans Bett von dieser kranken Königstochter geeilt und hat geschaut, was passiert. Und tatsächlich hat er den Tod wieder an ihrem Fußende gesehen und er hat gedacht, oh, das ist doch eine schöne Frau, die gefällt mir so gut und dann bin ich nachher auch König. Und er hat sich natürlich diese Chance nicht entgehen lassen und hat gefunden, er darf noch mal die gleiche List anwenden und hat auch die Königstochter im Bett gedreht, so dass ihr Kopf jetzt bei den Füßen unten war und ihre Füße jetzt auf dem Kopfkissen und dementsprechend der Tod jetzt natürlich an ihrem Kopf gestanden ist und so auch jetzt wieder das Kraut hat wirken. Der Gevatter Tod war natürlich überhaupt nicht erfreut und er hat das sofort gemerkt und hat den Jüngling an sich gezogen und hat gesagt: «Das verzeihe ich dir das mal nimmer. Jetzt ist die Reihe an dir.» Er hat ihn mit seiner eiskalten Hand so dermaßen stark an den Schultern gepackt, dass er ihn gerade hinterher gerissen hat und hat ihn mit in die unterirdische Höhle abgezogen. Dort unten hat der junge Mann einen ganzen Haufen Kerzenlichter gesehen. Solche, die fest am Brennen waren, sehr hell. Und solche, die schon fast am Auslöschen waren und solche, die schon ganz aus sind. Er hat sich gefragt, was ist echt das? Der Tod hat gesagt, das sind Lebenslichter der Menschen. Die Grossen gehören den Kindern, die Halbgrossen gehören den Eheleuten in ihren besten Jahren und die Kleinen gehören den Greisen. Aber auch Kinder und junge Leute können oft auch nur ein kleines Lichtchen haben. «Zeig mir mein Lebenslicht», hat der Arzt gemeint und hat gedacht, es wäre noch recht gross. Der Tod deutet auf so ein kleines, minimales Lichtchen, das schon fast am Ausgehen ist und sagt, das ist dein Licht. Ach, lieber Pate, lieber Gevatter, lieber Götti, tu mir doch bitte ein neues Lichtchen anzünden. Ich habe nicht gedacht, dass das schon fast gleich fertig ist. Mach's bitte mir zu lieb, damit ich König werden und die schöne Königstochter heiraten. Ich kann nicht, hat der Tod gesagt. Zuerst muss eins verlöschen, ehe ich ein neues anzünden kann. Der tut doch das Alte auf ein neues aufsetzen, dass es gerade weiter brennt, wenn das andere zu Ende ist, hat der Arzt gefleht. Der Tod hat so getan, als würde er ihm den Wunsch erfüllen und hat ein frisches, grosses Licht für ihn geholt. Aber weil er dem Arzt natürlich immer noch böse war, hat er nur so getan und hat unterdessen das Lichtchen vom Arzt
ganz abgelöscht. In dem Moment sackt der Arzt zu Boden und ist eingeschlafen. Für immer. Und irgendwie die Moral von dieser Geschichte ist, dass jetzt der Arzt selber in den Händen vom Tod ist. Irgendwie, ja, ich weiss also nicht, ich finde so, ja, gestiefelte Kater und die 3 goldigen Federn und so. Also wesentlich kinderfreundlicher als so irgendein Märchen. Aber es ist ja Halloween und wer weiß, irgendwo im Internet habe ich gelesen, dass das gar kein Märchen sollen sein. Tatsächlich basieren scheinbar gewisse Geschichten von den Gebrüder Grimm auf wahre Begebenheiten, also auf Legenden, wo man nie wird wissen, ist es wahr oder nicht. Creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum. When people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. So, unsere Stunde ist doch schon wieder fertig und so viel geredet, als würden wir es nicht anders kennen von mir. Jetzt mache ich den Rest von dieser Stunde, also 5 Minuten sind es noch. Ziemlich genau sogar, mache ich nur noch Musik. Ihr könnt also ganz getrost jetzt schon abstellen, weil wer will schon Musik hören in einer Radiosendung? Nein, bei Halloween, wenn wir Geschichten hören. Und das ist, wenn ihr ja hören, was für eine Stusse sich die ganze Zeit erzählt. So, also ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet am nächsten Mittwochabend, wenn es wieder heisst Kauge Lisas Katzenjammer on radio15.ch. Also bis dann, tschüss zusammen.
mit meinem Katzengejammer. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und habe ein bisschen Stimmung einbringen am Mittwochabend am 20.00 auf Radio 15. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heisst Cowgirl ist das Katzenjammer on Radio 15. Vollgas aus Parkett. Ich bin im Partyfieber. 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 Wie schön, dass es mich gibt. Ich bin total verliebt in mich und das ist Sterne sagen dir, wer passt zu mir? Bist du ein Krebs oder ein Stier? Und das ist wieder mal gewesen mit dem Callgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Bist die Luft, die ich atmen will. Du hast den Duft, der riecht wunderschön und auch dein Herz schlägt in meinem Beat. Ich hab dich so unendlich lieb. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ich hab dich so unendlich lieb. Here we go. This night, you gotta find that nightmares do come true. We will find you. This night, you gotta find that people live in graves. We're living dead. Trick or